Hey! Wir sind heute hier mit dem Mad-Eye, das ist die zweite Folge mit Birrenweich Talk. Wir sind hier beim Tatort und ich stelle mir jetzt ein paar Fragen. Warum heisst du Mad-Eye? Der Name Mad-Eye ist so originated, du kannst den backwards und regular lesen. Das heisst, wenn du den rückwärts liest, ist es Eidam. Und Eidam bedeutet im amerikanischen Sprachbegriff so viel wie Augenschädigung. Ja, Hast du Augenschädigung? Was? Ja, genau, Kannst du ja. das mal zeigen? Was hast du dort? Also mein rechtes Auge, ich kann das nicht kontrollieren, ich kann nur mit dem linken Auge schauen. Und klar, ich sehe mit beiden Augen, aber du siehst halt das etwas... Hey! Wie der Biggie, oder? Biggie hat das auch, oder? Ja genau, Biggie hat auch, es ist Lazy Eye, nennst du das Lazy Eye. Und es ist mein Brand, mein Personal Brand, ob ich es will oder nicht. Und dann haben wir eine sehr wichtige Frage, das ist momentan viral am Gehen. Drake oder Tupac? Man, Tupac, oh hey bro, stop. Man, Oder? bro. Ja, Bro. Für sure. Scheiße, wie kann man Drake sagen? Check's nicht, Alter. Yeah, shit, Was sagen man. ihr zwei? Tupac, safe. Ey, die sagen einfach Drake anstatt Tupac. Ich check's nicht, Alter. Man, people be weird. Okay, wie wichtig ist dir Geld? Man, I don't really care about no monetary shit or material shit like that, but sometimes you gotta do what you gotta do. Du musst machen, was du musst machen. Willst du irgendwo in deine Holidays gehen und mit einer schönen Frau etwas genießen? Was brauchst du? Willst du deiner Frau Security aus das bieten? Du brauchst Cash, oder? Wie willst du einer Frau Sicherheit? Brauchst Security, wenn du in die Ferien gehst, ja? Ein Haus, ein schönes Haus, somewhere to live. Ich denke, das ist schon wichtig. Das gibt Sicherheit oder Geborgenheit. Und alle die Sachen, die Grundbedürfnisse, die musst du dir leider mit dem Cash decken. Aber at the end of the day, bro, I don't care if you got money or not. Ich behandle Homeless Guy so wenig ein King behandeln. Für mich ist das keine Art, dass ich andere muss anders behandeln, ob sie Geld haben oder nicht. I don't give a fuck about that. Hast du ein eigenes Haus, oder was? Nah, bro, I'm grinding, Noch bin nicht. ich. Working on it, ja. So. Kennen dich alle da, oder? Ja, it's crazy. Hier Was ist es haltest du von 9 to 5? Sometimes you gotta do what you gotta do to be where you wanna be at. Und wenn du einen 9 to 5 musst worken, bro, dann work the 9 to 5, bis du genug auf der Seite hast und deine eigenen Moves kannst machen. It is what it is, bro. Hast du das mal gemacht? Ja, I tried that shit, but it ain't for me. Es ist nicht für mich, bro. Ich muss an meinem Shit hustlen, kein. Aber seit wann machst du das nicht? Oh, she, don't have me forever. Since, I don't know, man, like... Fuck that question. 16, 17, warte mal, wann ist das gewesen? Ich glaube, seit ich 17 bin, ist das fertig. Ah, okay. Von was lebst du denn? Von wo hast du deine Einnahme? Man, Deine Haupteinnahmequelle, welche ist die? I really do a lot of shit. I make music on the side, I sing, I'm an artist on the side. I just run money up. Ich run einfach money up, bro, and it don't matter what. Wer sind deine Vorbilder im Musikbereich? Oder Man. wer hat dich inspiriert? Shout out Chief Keef, man. That's the inspiration for a lot of artists out there. Ich glaube, es ganz viele Leute haben sich von Chief Keef inspirieren und für mich ist das nicht anders. Grew up, als ich klein war, I grew up on Biggie, Tupac, Eminem. Eminem, der weiße Rapper, hat mir gezeigt, ey, auch wenn du white bist, du kannst ein Rapper sein. Und ich denke, das ist definitiv eine big inspiration. Und Wir haben schon viel Weisse in der Schweiz eigentlich, oder? Ja, facts. Und shout out to my cousin Raph, like R.I.P. Raph, einer der besten Schweizer Rapper in meinen Augen ist mein Cousin Raffi Raph. King. Ja, big facts. Yamamoto, Chata, there's a lot of good artists in der Schweiz, bro. Oh God. Wo Ja. findet man eure Musik? Überall, Spotify und sag mal wo. Dass Ja. ich kann schauen. Also, Mad-Eye, überall, jede Plattform, egal wo du Musik kannst streamen, Mad-Eye ist on that shit. Back on Back wird jetzt ein Track droppen. Ich habe einen Katalog von über 100 Liedern, die ich alle noch releasen muss. Also ich werde jetzt wirklich mein Shit, the grime and the music wird jetzt a difference. Du hast ab und zu ein bisschen Hate, habe ich gesehen. Nicht nur, aber du hast manchmal ein bisschen, was hast du denen zu sagen? Man, I don't give a fuck about none of that internet shit, man, for real, blood. Like, that shit don't even matter to me, blood. Like, none of these people come real up to me. Like, when they come to me, they just say, like, oh, I fuck with you, they dap me up, but ain't
Oh, that shit stay on the Internet. Und im Internet hat jeder so eine grosse Fresse, Bro. Und ich sage dir, ich habe im echten Aber Leben... das ist ja nicht Internet, oder? Nah, that ain't got nothing to do with the Internet, man. Like, people, they see how I move, they envy. Die sind nicht, ist klar, weil sie auch... Bro, ich habe im Internet Reichweite und die sind No-Names. Klar ist das ein Teil von der Missgunst vielleicht gewesen, aber that ain't got nothing to do with that, man. Ich habe schon ein paar Sachen verstanden. Ich sage dir langsam. Kommst du verstehe ich's, ja. Wie viele Geschlechter gibt es? 2. Change Why? my mind, bro. Warum? Weil es gibt Leute, die nicht dieser Meinung sind, oder? Man, that's just some bullshit that got put up on us by the media and all that politics shit. I don't fuck with no goddamn politics, man. Was ist die Definition von einem dummen Menschen? Einer, der einfach annimmt, der einfach in seinem Kopf sich irgendein Shit zusammen calculated und denkt, that's what it is. Aber der nimmt sich keine Zeit raus zu überlegen, recherchieren, Der macht Fragen nichts, zu stellen. Facts. Ich denke, einfach annehmen, was du glaubst, das macht dich dumm. Aber ich würde sagen, ein dummer Mensch gibt es nicht, weil du kannst vielleicht in einer Area bist du vielleicht smart as hell und in einer anderen bist du stupid. Aber nur weil jetzt einer von Psychology oder von, sagen wir, irgendwie Mathematics keinen Plan hat, heisst nicht, dass er nicht Emotional Intelligence kann haben. Es gibt verschiedene Arten von Intelligence. Also ich würde sagen, dumme Menschen gibt es nicht. Es gibt nur Menschen, die sich nicht verstehen. Genau. Das ist sehr gut gesagt. Das haben wir sogar verstanden auf Schweizer Mundart. Sensationell, danke Für vielmals. dich extra? Ja. Und jetzt, was ist die Definition von einem intelligenten Menschen für dich? Intelligent guy in meinen Augen ist somebody, der wirklich die richtigen Fragen stellt und der seine Fragen an Menschen stellt, die schlauer sind als er. Und basierend von dem bildet er seine Meinung. Und Bildung oder deine Meinung So wie bildet... ich jetzt zum Beispiel mache, oder? For example. Und ich denke, ja, du kannst smart move oder du kannst stupid move. Und ich denke, ein smarter Move ist einfach, wenn du auch ein bisschen annimmst, I don't know shit, ich weiß nichts. Und wenn du weißt, dass du nicht weißt, dann fängst du an zu lernen. Und ich denke, bis wir dead sind, up to heaven gehen, ist es einfach, was es ist. Wir lernen, bis wir sterben, bis auf den letzten Tag. Ey, sei mein Bruder, was sei! Ey! Das sind immer die gleichen, aber... Also die ganze Zeit am Hin- und Herfahren? Ja! Das ist uns jetzt dann noch. Nein. Hey, da muss man sagen, das ist eine Alterssiedlung da hinten. Ich will keine Anschuldigungen machen, aber wenn irgendeiner, vielleicht ist wieder einer ausgerastet. Nein. Denkst du nicht? Also. Nein, Bro. Dann kommen wir zu einer anderen Frage. Warum haben sie auf dich geschossen überhaupt? Wieso haben sie auf dich geschossen? Was denkst du? Weißt du es überhaupt? Warum? Hast du mit jemandem Stress gehabt? Oder? Ja, aber erstens, sie hat keine Motion, she broke as hell. They tried to take my shit, man. 10K on my pinky ring. Die hat das shit probiert zu nehmen, erstens. Meinst du, sie hätten dich einfach ausnehmen? For real, Bro, die wären schnell abgewesen, ein paar Ks. Oh Gott, nur mit meinem kleinen Finger wären die 10K abgewesen. Das ist, Aber da steht ja draussen. Einbrechen lohnt sich nicht. Kannst schreiben, Hey, say, man! What real, man? Wegen hey, aber nicht saufen und fahren, gell? Hey. Hey! Eben wegen dem Schild. Eben, auf dem Schild steht, da sind jetzt keine Wertsachen und Das so. is facts, aber das shit ist, when I'm not around. When I'm not around, it ain't shit in there. Aber wenn ich drinnen bin, dann bin ich die erste Wertsache, Bro. Oh God. Wie viel Wert hat das Zeug da? Kette, Ring und so. Hey, das ist ein cool Honey Cake. Das Das ist nur Versace, sonst habe ich noch meine Cartier-Frames, die ein bisschen mehr kosten. Das ist 200 Stutz, 250 on the glasses, you feel me? 10K on my pinky, 10K on the other pinky, you feel me? Like regular shit, cool honey cake, ja. Nächste Frage, warum machst du TikTok live? Warum? Du hast ja genug Cash und so, machst du wegen dem Geld, oder? No, that's just really be to promote myself as an artist, to get out there, like... TikTok ist wirklich eine gute Opportunity für Artists, zum Organic Reach zu bekommen. Auf YouTube ich ist kann Organic. so, ja. Ich kann zuerst durch TikTok und dann Instagram. Genau, und ich muss sagen, auf Instagram ist Organic Reach früher da gewesen und ist recht gecapped worden. YouTube ist auch Ja, gecapped. jetzt schon mit den Reels und so. finde ich, Es ist Instagram. different, das Game hat changed, aber ich würde sagen, der Organic Reach zum Livestreamen. Wenn du willst Livestreamen, oder?
Und ich bin hauptsächlich eigentlich schon on live und ab und zu poste ich ein bisschen Content, aber die Videos sind nur um den Live zu supporten. Also, Eben, du darfst nicht wirklich Content machen. genau. Aber ich habe alles gemacht. Ich habe Ads, Facebook Ads, Instagram Ads gerannt, Twitter Ads, Google Ads, aber weißt du, mit YouTube True Views und alles und habe das probiert. Und das convertet nicht. Und was mir am meisten geholfen hat, converten, ist, du gehst einfach in den Live rein und sobald du machst halt irgendeinen dummen Scheiß, negatives Zeug fällt halt mehr auf, ist mehr Negativ-Hype auf dem TikTok. Und sobald du genug Leute drin hast, sagst du einfach, ey, geht auf mein Profil, klickt auf den Link in der Bio oder checkt mich dort aus auf der und dieser Plattform, ich heiße so und so und die Leute machen. Also wenn du den Leuten sagst, die dir zuschauen, es gibt immer vielleicht 20%, 10%, die wirklich das machen, was du ihnen sagst. Okay, ja, alles klar. Ja. Ja, das wäre es gewesen. Wenn ihr noch weitere Fragen an ihn habt, dann schreibt das gerne in die Kommentare rein, dann machen wir noch einen zweiten Teil. Big Facts. Ja. Yeah. Alles egal. Schreibt rein und schreibt auch rein, wer ihr als nächstes wird sehen. Bro, danke dir, dass du Zeit genommen hast. Auf jeden Fall, okay. Bringen heim. God bless.